Guten Morgen aus Matera. Wir sind gestern noch ein ganzes Stückchen gefahren. Wir wollten ja hier hinkommen, weil Matera ist die Kulturhauptstadt 2019. Es gibt ja jeweils zwei und eine davon, wie gesagt, ist hier Matera. Die andere liegt in Bulgarien. Plovdiv waren wir leider nicht, ne? Nee. Naja, aber jetzt sind wir hier in Italien, in Matera. Wir sind auf dem Campingplatz. Wir haben auch eine Riesenkarte mit tausenden von Tipps bekommen vom Campingplatzbesitzer. Und als allererstes waren wir jetzt da hinten in einem kleinen, was ist das? Genau, Pasticceria, Konditorei. Und haben einen, das müssen wir jetzt hinten hinschreiben, weiß ich nicht mehr, Tete della Monachera oder irgend sowas gekauft. Das sieht so aus und übersetzt heißt das ist eine, und jetzt wirklich wortwörtlich übersetzt, Titte von einer Ameise. Also eine Ameisenbrust. Was es da drin hat, das wissen wir gar nicht so recht. Ja, beiß mal rein, würde ich sagen. Du weißt, wie hab schon ein bisschen geschummelt, ne? Hat, glaube ich, Vanillecreme unten drin. Oh. Ja, diese Brust ist gut gefüllt. Vanillecreme super soft. Gar nicht mal so extrem süß, wie es die Italiener sonst gerne mögen. Lecker. Guter Start, kann so weitergehen. Früher lebten hier die richtig armen Leute, also wirklich die ärmste Bevölkerung der Nation. Es wurde auch als Schandfleck der Nation betitelt. Die Menschen, die lebten in Höhlen. Irgendwann wurde das der Politik dann zu viel. Die haben Matera komplett geräumt und die Leute quasi, die Upperschicht, die hat sich dann ein bisschen auf den Hügel hinauf verzogen. In den Höhlen selber, die blieben ja dann leer und da haben sich sofort Obdachlose, Drogenabhängige und so weiter eingenistet. Leute, die natürlich noch ein bisschen tiefer, sage ich mal, in der Struktur leben, wie die ärmsten Leute zuvor. Und entsprechend hat die Regierung dann nochmals geräumt und die Höhlen, die sind jetzt größtenteils unbewohnt. Dafür ist hier dieses Matera an sich entstanden. Es heißt auch so schön, Matera, das hat kein Architekt erschaffen. Matera ist einfach entstanden. In diesen ehemaligen Höhlen kann man übrigens heute übernachten. Ganz viele sind kleine Hotels geworden. Gerade hier hinter uns hat es zahlreiche Eingänge in solche Zimmer. Und Kulturhauptstadt bedeutet natürlich auch, dass viele sich jetzt für diese Stadt hier interessieren. Entsprechend viele Gruppen und Touren treffen wir hier zwischen den Gassen an. Aber es gibt auch immer wieder ganz einsame Orte. Es lohnt sich also einfach wie immer in die Querstraßen zu gehen. Wir haben Besuch bekommen. Ja, von der Sonne. Von Sonja, unserer guten Freundin, die wir eigentlich schon ein paar Tage vermisst haben, ja, oder? Jetzt reisen wir extra in den Süden und dann ist die Sonne ja nicht da, ne? Ja. Ist auch schade. Jetzt ist sie auf jeden Fall da und wir haben unsere Sonnenbrillen im Camper gelassen. Ja, aber morgen hat es geregnet. Ja, jetzt sehen wir nichts mehr. Jetzt sehen wir nichts mehr. Ja, jetzt gibt es halt noch ein paar mehr Bilder mit schönerem Wetter. Für euch extra, exklusiv aus Matera.
Ja, und wenn die Sonne schon scheint? Dann brauchen wir natürlich ein Gelato und nein, die sind nicht beide für mich. Haben wir hier gekauft, hat unser Gastgeber gesagt, dass es hier das beste Eis geben soll. Es ist echt lecker. Ich probiere mal deins. Das heutige Matera hat übrigens rund 60.000 Einwohner und was ihr hier hinten seht, das wird auch als Sassi bezeichnet. Sassi heißt so viel wie die Höhlen, Häuser oder der Stadtkern von Matera. Das ist hier so ein ganz prägendes Wort, das man überall sieht. Und die ganze Stadt, also eben diese Sassi, die sind seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe. Ein kleines bisschen wird ja kritisiert, dass Matera quasi keine Kulturhauptstadt sei, weil sie bietet ja gar nicht viel Kultur, sie bietet einfach ihre Einzigartigkeit. Kann man sich jetzt wahrscheinlich wieder darüber streiten. Nach ein paar Stunden in der Stadt werden wir jetzt abgeholt wieder vom Campingbesitzer. Wir machen eine kurze Pause und werden dann gegen den späteren Nachmittag bzw. den frühen Abend zurück nach Matera ins Zentrum reinkommen, um dann natürlich auch die Abendstimmung noch zu erleben und um noch essen zu gehen. Wir sind ja in Italien, wir können nicht anders, wir müssen die ganze Zeit essen gehen. Wir sind ja gespannt, wenn er kommt, oder? Ja, wir haben um 15 Uhr abgemacht. Was ist jetzt? Mein Handy du hast läuft. kein Handy mehr, ne? Ja, aber jetzt 15:01 Uhr. Mein Gott, pünktliche Schweizer, ne? Ja, aber ganz ehrlich, er hätte mich wahnsinnig enttäuscht. Also er würde mich doch immer enttäuschen, wenn er in den nächsten 2 Minuten auftaucht. Das wäre doch irgendwie dann nicht Italien. Also, Pause. Jetzt sind wir also auf dem Stellplatz. Es geht gleich wieder los zurück in die Stadt. Mit dem Wagen bringt er uns gleich hoch. Karl, der parkt da hinten. Und ihr seht, da steht das ein oder andere Wohnmobil. Ich glaube aber, das sind mehrheitlich Überwinterungsfahrzeuge, die hier fix abgestellt sind. Aber da hinten gibt es ein paar Plätze, gibt auch Strom und alles zusammen. Was es kostet, müssen wir dann morgen erst mit ihm aushandeln. Ich würde ja lieber mit denen gehen hier. Ja, es hat hier gleich daneben eine Kartstrecke, eine Go-Kart-Strecke. Aber
ich fahre momentan noch nicht. Während wir hier so Matera beobachten, ist uns aufgefallen, dass die ganzen Vögel, die hier rumfliegen, das allermeiste gar keine Tauben sind. Da fliegen Turmfalken rum. Ganz schön viele. Und wir haben sie vorhin auch schon in den Häuserwänden, in den Löchern landen sehen. Arme Tauben. Die werden hier gejagt. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, das Video nicht zu beenden. Gehört ja irgendwie bei unseren Vlogs so ein bisschen dazu und jetzt ist es endlich mal wieder passiert. Aber gestern war einfach so ein wunderbar schöner Abend, dass wir gar nicht mehr an die Kamera gedacht haben. Oder besser gesagt an euch gedacht, obwohl euch vergessen wir eigentlich nie. Aber naja, es war auf jeden Fall ein herrlicher Tag und ich würde mal sagen, der Abstecher hat sich jetzt schon gelohnt. Es warten weitere Ziele auf uns an der Ostküste. Wir wissen nicht genau was, wir fahren jetzt mal los und ihr werdet es im nächsten Vlog dann erfahren, wo wir das nächste Mal anhalten. Ja, wenn es euch auch so gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt unten einen Kommentar, ob Matera dann auch das Siegel Kulturhauptstadt 2019 eurer Meinung nach verdient hat. Und ja, Abo nicht vergessen, habe ich schon gesagt? Egal. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt los. Keine Ahnung wohin. Weiter Richtung Norden. Ihr seid mit dabei. Die Vlogs kommen weiterhin regelmäßig. Donnerstag und Montag. Genau. Also, los geht's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.